Bonjour, merci, dass Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Diese Woche hat am Europäischen Parlament zu Brüssel sogenannten Débat interparlementaire stattfand. Das waren Debat zwischen den Membern von der Kommission des Affaires économiques et monétaires, von der ich Member sind, an Delegierten aus den nationalen Parlamenten, von den 27 Memberstaaten. Darunter auch selbstverständlich eine Delegation aus unserer Chamber. An dieser Debatte ging es am ersten Teil die Großorientationen von der europäischen Wirtschaftspolitik. Am zweiten Teil ging es über die Integration von den europäischen Finanzmärkten, mit Schwerpunkt auf der Weise, wie die Finanzmärkte an den verschiedenen EU-Memberländern überwacht und kontrolliert gehen. Die Frage von der Supervision finanziär als von immens großer Bedeutung für den Finanzplatz Lützeburg. Der Weise, wie ein Finanzplatz in Zukunft soll kontrolliert gehen, wird eine wesentliche Rolle an ihrer Entwicklung spielen. Das sind wir zu Lützeburg auch durchaus bewusst, und wir behandeln das Thema von der Bankenaufsicht prioritär und das auf allen Niveaus von der Politik. Als Aufsichtsautorität CSSF, Kommission de Surveillance du Sektor Financier, als permanent am Gange neue Leute anzustellen, für den Herausforderungen von morgen gerecht zu gehen. Ich freue mich aber besonders darüber, dass es in dieser Chambre ein Partideputierte gibt, die sich ganz gut mit diesem Finanzplatz auskennen und die Enjeux von morgen genau kennen. Die kompetenteste von ihnen, mein Parteikollege Lucien Thiel, hat in unserem Debat zu Brüssel teilgenommen und ich darf ihn heute bei mir am Studio begrüßen. Bonjour, Luz, merci, dass du meine Invitation angeholt hast, für mehr über die Finanzaufsicht daheim und an Europa zu diskutieren. Wie ist dann die Finanzaufsicht an Europa am Moment organisiert? Also erst noch ziemlich schlabber, das muss ich so, und die Finanzaufsicht könnte schon aus den Ländern raus, aus den einzelnen Nationen raus, sie ist nicht gewiss, sondern nicht strukturiert. Das war falsch, wenn du seht, es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt schon eine Zusammenarbeit, sowohl bei der Bankenaufsicht wie bei den Finanzmarktaufsichten, also den Börsenaufsichten, auch noch bei den Assuranzen. Aber die erst nach ziemlich labber an. Lo wird natürlich sich vorgestellt, wie eng müssen die lo zusammen schaffen, eine Frage, die lo ganz akut ginnas durch die Krise, die wir eben von Amerika rübergekriegt haben. Die dominiert dann noch ein bisschen Diskussionen, und die werden doch beschleunigen, den Prozess beschleunigen, für ein bisschen mehr Ordnung daran zu kriegen. Das ist just Ordnung, die gefährlich für uns gehen. Ja, weil es schon drüber nachgedacht, dieses System zu reformieren und eventuell auf europäischem Niveau zu harmonisieren. Kannst du auf die verschiedenen Alternativen angehen, die an der Diskussion sind, dann dafür auch auf ihre Reperkussionen auf den Finanzplatz? Ja, also es gibt natürlich dann Puristen, die sagen, es muss eine total einheitliche Supervision in ganz Europa gehen. Das klingt doch gut, wenn ihr seht, wir sind ja sowieso am Gang, mehr zu integrieren. Aber das beinhaltet eine ganz Partie von negativen Seiten. Auch für Lützeburg also total inakzeptabel. Weil wir funktionieren ja zu Lützeburg bald nicht mehr durch die Banken von ganz oft europäischen Bankkonzerne. Und wir geben damit die ganze Aufsicht geben wir aus den Händen gehen. Ich meine, der wir nicht vergessen. Und der Herr Schaus könnte bald seine Boutique zumachen. Ja, könnt ihr vielleicht da pur Platz nachschauen. Die sind enorm wichtig, die Leute, weil sie erstens ihren Job exzellent machen, zweitens, weil wir dadurch, dass wir so eine gute Aufsicht tun, haben wir effektiv eine gute Nummer dabei sind, anders sind sie ganz rapid. Wir brauchen einen gewissen Spielraum nach bei der Aufsicht, weil legislative Plan, gesetzliche Plan,
hummer den Spielraum nicht mehr, weil du hast ja quasi schon alles harmonisiert. Alles, das was am Finanzsektor lebt über Direktiven. Die mir eine Co-Decision aufstimmen, wo ich dann den Watchstock sind, für aufzupassen, dass nichts passiert. Ja, wir müssen aufpassen, dass man einen Spielraum behalten, weil sonst für mir als Finanzplatz keine Chance. Ja. Wir sind ja ein internationaler Finanzplatz, wir ja kein Viertel-Lützeburger. Und dafür müssen wir Spielraum behalten, dass wir können mehr bieten wie die anderen. Ja, also die Supervision unik können nicht froh, dass du eine Aufstufung, hast du eine Aufstufung gemacht, geschwert gehen, das dann die berühmte Lead Supervisor, das haben wir auch, das refusieren wir auch ganz einfach, das Gefäßen, dass die Länder, wo die Mammen hier sind, dass die dann lang etwas zu sagen hätten an der Surveillance. Da wäre mir Remenke weg vom Fenster. Dann haben wir nach Spurkäse, teilweise Käse und Fortuna. Die könnten ja Chance danach, so könnten ja Chance nach eine Rolle spielen, ne? Aber, ich meine, das gibt es nicht durchgehen. Und dafür könnt ihr doch nicht froh, du hat man lange Angst, dass es gibt an die Richtung gehen. Und, wir haben immer plädiert für etwas, mehr dezentralisiertes zu machen, wohl soll an dem Modell, den Lohm durchleiten, das ist das Modell von dem Collège der Superviseur, das will heißen, Superviseur für all größere Banken. Wir schwätzen nur für, nicht von all Banken, die zu Lützeburg gibt, die 150 nicht, mehr die, lassen wir sagen, die 1000 oder die 2000 größten europäischen Banken. Die sollen dann so ein Collège kreieren, wo da wohl dran sitzt, der Superviseur vom Mammeland, aber auch die, wo sie dann durchdrehen haben. Ja. Und das sind dann die Kollegen. Ja. Und die Kollegen funktionieren, wie eben ein College funktioniert, das heißt, dass den du sagt, koordiniert, aber nicht mehr, an die anderen schwarze Matt, an Decisionen müssen die Common Accord geholt werden. Tauschen Erfahrungen aus, das geht es schon aber schon. Das geht es schon, geht es nicht so strukturiert, nicht so organisiert. Das heißt, wir machen noch keinen riesigen Schritt. Nee. Wir machen einen Schritt an Richtung für ein bisschen mehr Diversität zu ordnen. An dem Moment sind wir zufrieden, weil da behalten wir aber ein Matspruchrecht bei der Surveillance, aber wir behalten also Spielraum. Ja, du hast ja dem Morgen dem Herrn Trichet, dem Präsident von der Europäischen Zentralbank, auch darüber vorgestellt an der Diskussion, ob als Position hingewiesen, wie was du dann zufrieden mit Nenferten, diese dem Morgen heute zu Brüssel-Cruz. Also ich bin so nicht so ganz zufrieden. Wir wussten ja, dass du allerhand am Busch wäre. Aber wir wussten noch, dass verschiedene Länder mit uns d'accord wären, andere Männer mit uns d'accord wären. Denn Herr Trichet war ziemlich klar heute Morgen, wie den Herr Lamfalussy auch. Wir müssen das ein bisschen organisieren, aber darüber raus soll nicht gehen. Ganz klar war aber auch der slowenische Finanzminister, den du als Präsident vom Conseil, der Präsidence, und ich fand, der war aber auch ganz klar dabei sollen. Den Herr Bajuk war auch an Schmengen die meisten Länder, die sind bei Berlin. Was mich am meisten gefreut hat, das war Vertreterin von Frankreich, die Präsidentin von der Kommission, von der Parlamentskommission. Eine französische Sozialistin, die gegen den Vertrag. Voilà, da hatte ich mal besonders das erwähnt. Und die hast du an dieselbe Richtung gegangen, sie hat gesagt, wenn wir da eine bessere Zusammenarbeit kriegen, als egal wie eine Form es kriegt. Und das war für mich eine Überraschung, das ist aber ein ganz gutes Zeichen. Für mich ist es doch ganz beruhigend. Ich meine, die Doku, die hat ziemlich viele Probleme gemacht, und tun wir nur von mir. Très bien. Also, ich meine, das ist ein Beweis, wie wichtig das als Zusammenarbeit ist am Europaparlament, auch mit den nationalen Parlamentariern. Wir machen regelmäßig so Sitzungen. Und ich muss sagen, das hilft mir auch viel, wenn ich als Position muss an der Kommission Ökonomik und Monetär vom Parlament verteidigen. Ja, also ich meine, wir können ruhig noch zufrieden sein, aber wir sollen noch zufrieden sein über die Zusammenarbeit, die wir eben mit unseren Parlamentariern haben. Und die beweisen, dass nicht immer Quantität ist, die Qualität ausmacht. Und hier haben wir immer ein paar Beweisregeln gehabt. Ich meine, wenn wir dort zusammen schaffen, da kommen wir heinz zu einem Resultat,
dat weit iwwer dem Leiit war das eigentlich Dimension aus. Ja, also ich menge noch, dass an der Finanzplatz zu Lützeburg appréciiert à la fois war dir mat an der Chambre, den Herr Moser war jo och dabei, Präsident vun eiser Finanzkommission, an och war dich man ich ganz gut Relationen mat eiser Finanzplatz, an das ganz wichtig fir als Position hai richtig zu verdeutschen. Vielmals merci, dass du bei mir am Studio war. Ich so noch ihr alle gut. Merci für das No-Lausteren. Bis die nächste Woche.